Also so eng Zeitrees fir an enger anderer Zeit ze liewen oder dat mat ze machen, dat interessiert mich eigentlich net. Me am engem Beruf an am engem Interesse interessiert mich Historizität. Dat heißt, ich stelle mir Frohen, stelle mir zum Beispiel froh, wie wird am 18. oder am 19. Jahrhundert die Frauen wenig oder überhaupt nicht geschrieben. Das heißt, ich probiere von meinem Standpunkt von Haut zu verstehen, was damals war. Das interessiert mich mehr wie eine reelle Zeitreise. Ja, also ich meine, ich bin vorwärtig genug für so eine Zeitreise zu profitieren, weil es einfach interessant ist, zu wissen, was zu einer Zeit geschieht ist, wie doof gelaufen ist. Ich denke natürlich auch ein bisschen Angst, weil er vielleicht kann dann Bild von der Zeit vielleicht noch viel mehr komplex ist, wie das, was den Vierteren hat. Wenn er vielleicht unbedingt sicher geht an so eine Zeitreise, für dass ich die Nation Zeit wie klar und wie transparent geht, dann könnte es Sinn, dass sich da täuschen, dass es vielleicht viel mehr komplex ist. Die Zeit, die ich gerne explorieren, ist natürlich die Zeit, die ich damals schaffen, zu der Zeit, wo Fossilien gelebt haben, für zu gucken, wie weit man am Anfang bei diesen Ideen daneben liegt, respektive wie weit wir richtig sind, ob wir das leben, was ja einfach schon für x Millionen Jahre war, ob wir das irgendwie können vorstellen mit den Möglichkeiten, die wir eben heute haben. Ich bin nicht leider mein philosophisch Antwort. Ich reise permanent an der Zeit. Ich reise an der Zeit, an meine Souveniren, wenn ich mich erinnere, was ich früher gemacht habe, wenn ich das mit Leuten, die man noch stehen, teilen. Ich reise an der Zeit, wenn ich Projekte habe, wenn ich an die Zukunft gucke, wenn ich mir vorstelle, werde ich nur an einem Jahr an 2, 3 Sachen machen, das für mich philosophisch gesehen der Zeit gereist. Da dann, wenn du dabei an eine Time Machine denkst, wo ich mich drauf sitze, in einer Periode von der Weltgeschichte gehe, und da gibt es bestimmt ganze Gruppe, die ich gerne erlebt hätte, aber das literarisch, das romantisch, philosophisch, also so eine Riesen der Zeit überhaupt nicht möglich. Zeit lebt für uns an Einrichtung, sie lebt nicht zurück, sie bleibt nicht stehen, sie ist total unabhängig von all dem, was wir mit ihr aufhängen. If I was only allowed one journey to travel in time, it would be very difficult to select where I would go. If I was allowed several, I can tell you the principle on which I would want to travel. There are so many periods of history about which we know very little, and yet which were terribly important in the creation of our civilization. I would want to travel in time within the creation of our civilization. I wouldn't want to go back to the dinosaurs or the formation of the earth. I would be interested to know about the career and life of Mozart firsthand, or perhaps even more so, William Shakespeare, whose life we know so little about. Simply because to understand Shakespeare is to understand a little more about why we arrived at this point in time. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich probieren, auf die Momente zurückzugehen. Und wenn ich da so eine Menge wieder ging, so an die Lieu, wo ich war, wo ich die Choix hatte zwischen verschiedenen Möglichkeiten, vielleicht dort zurückzugehen und gucken, ob ich dieselbe Weg gehen oder nicht. Also dat ob ich dieselbe Choix ging treffen oder nicht,
das immer das, was spannend ist im Leben, dass ich eben nicht mehr einkehre an einem Punkt, auf einem Platz ist, an einer Zeit. Und wenn du in eine Richtung geht, dann ist es für als KW zurück. Und der Fett, dass ihn umgedreht wie am Raum, ja nicht kann zurückgehen an der Zeit, das eben schon nun, dass du durch all die Vorstellungen von Wandern an der Zeit herumkommen. Also ich ging vielleicht so einen Moment zurückgehen und mich freuen, ob ich dann nach einer dieselbe Schwach treffen. Mehr weiß ich nicht, ob ich viel mehr weit zurückgehen. Ja, gebe ich ganz gern. Ich bin noch 24 Jahre eng Reis an Israel gemacht, an Hellig Land, an hun Europa hin. Den Jesus mit allem, was gesagt, gewirkt hat, gemacht hat, viel besser verstanden, weil ich nämlich seine Umwelt kennengelernt habe. Aber wenn ich dann Zeitmaschinen klammen, gebe ich gerade so gerne noch 2000 Jahre zurück mich bewegen an die Zeit daran, wo hier gelebt wird. Den Ignatius von Loyola, den Gründer vom Jesuitenorden, den rekommandiert folgend Experienz oder folgend Meditation. Es soll sich beim Bedenken von einem Evangelientext herabversetzen an die dämmerliche Zeit machen, wie wenn ihn am Ektor sitzt und dann die Jesus Gesicht mit seinen Jünger, wie lascht könnt, wie predigt, wie Wunder wirkt, wie schwätzt, wie optritt, wie Gutes mischt, wie einfach DW kennenzulernen. Das gebe ich auch gerne Realität live sozusagen machen können. Ich ging es wahrscheinlich nicht machen. Ich habe einfach gefühlt, dass die Zeit, wo ihn erlebt, die Realität so komplex, so voll ist und so widersprüchlich ist und so voller Abenteuer, dass das ihn den nicht einmal ausgelebt kriegt und dass es schon mal ein Risiko gegen dir stellen, einen Ausflug an Zeit rauszumachen. Das ging ich auf jeden Fall. Und du ein Leben nicht verschafft kriegst. Ich muss da so als Historiker und als Frau gibt es keine Zeitperiode, die besser für mich ist wie die heutige. Weil wenn du zurückgehst an der Zeit und du guckst zum Beispiel aus welchem sozialen Milieu, dass ich komme, ich bin nicht aus der ganz großen Bourgeoisie, ich bin nicht aus dem Adel, dann ist es als Frau die beste Zeit, an der ich geboren sein, weil die heutige Zeit, und mit der heutigen Zeit meine ich wirklich von dem letzten Viertel vom 20. Jahrhundert an, ist es normal, dass Leute mit den selben sozialen Originen wie mich, die Frauen sind, die Studie konnten machen, an dem Beruf konnten nur gehen, dem ich nur gehen. Ja, ich wollte die Möglichkeit gar nicht nutzen, wenn es kindisch lebe gern an der Zeit, an der wir sind. Mit dem wir etwas zu dienen, mit dem wir aus, der wir das machen, was wir wollen, weil wir meinen, das gibt eine neue Zeit passen, für dort 300 Jahre zurückzugehen oder 50 Jahre zurückzugehen, für die Zeit dann zu gucken, am Wissen, was Zeit von Haut ist, kann ja nicht unglücklich machen, weil dann erleben wir ja die schrecklichsten Fehler an dem Moment, wo sie geschehen und wie sie schon wissenschaftlich, empirisch eigentlich echt da, dass da die Fehler ist, wenn man in einer Zeit die Fehler von vergangenen Zeiten müssen auch drohen und dann dabei zu sein, wenn der Fehler gemerkt wird, am festen Wissen, dass der Fehler ist, das reizt mich nicht. Das gebe ich auch als Besserwisser an der Zeit auftauchen, weil wir ja wieder ausgeht.
Ich gebe ganz gerne ganz weit an Zukunft gehen für gucken, wie dann du gesagt, aber ich hätte gerne Ticket für